12 Volt Filtermaschine gekauft, eingestöpselt, eingeschaltet, nichts geht. Gut. Sicherung gefunden, Sicherung ersetzt, wieder eingestöpselt, wieder eingeschaltet, puff. Ja, zweite Sicherung auch durch, das heisst, wir haben jetzt schon keine Reserve. Oh, 10 Ampere Sicherung müssen wir noch mal posten. Ja. Ich habe dann schlussendlich herausgefunden, dass das Ding 14,5 Ampere braucht, was relativ blöd ist, sprich es war ein Fehlkauf gewesen. Aber ja, so lernt man halt. Es gibt jetzt weiterhin Bialetti Kaffee. Genau, und man gewöhnt sich auch an den. Ja, man gewöhnt sich an alles. Wenn du Koffein brauchst, brauchst du Koffein. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem neuesten Vlog. Und zwar sind jetzt unsere grossen Ferien angebrochen. Wir haben jetzt 4 Wochen haben wir Zeit und sind mit dem Wohnmobil schon wieder unterwegs. Also wenn ihr das seht, sind wir schon abgefahren. Weil das Filmen am Abfahrttag hat irgendwie nicht mehr rein mögen und wir sind ein bisschen auf der Schnur gewesen und ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in Westhofen am Nickelgarten auf dem Stellplatz. Stellplatzbewertung kommt selbstverständlich auch. Heute ist Montag. Abgefahren sind wir am Sonntag und vorgängig am Samstag. Sind wir noch auf die Waage mit dem Wohnmobil, nachdem wir es eben beladen haben. Wir wollten ja wissen, wie schwer das wir überhaupt sind. Und wir haben eine Wette abgeschlossen, gell Sven? Ich habe gesagt, wir sind eher bei 3600 Kilo anstatt bei 3,5, wo wir eigentlich dürften sein. Genau, und ich habe ein bisschen so ausgerechnet, habe gedacht, ja, was, wie, wo. Und habe gesagt, wir sind zwischen 3,4 und 3,5. Und wir sind auf die Waage. Und wer hat gewonnen? Ich. Yes. Ja. Und zwar sind wir genau 3460 Kilo gewesen. Genau. Und das hat uns natürlich mega gefreut. Wir haben alles dabei, was wir brauchen. Inklusive vollen Dieseltank, 100 Liter Wasser, 2 Gasflaschen, Grill und die neuen schweren Campingstühle. Und, was ich auch noch sagen muss, ich kann mein neues, schönes, cooles Werkzeugkästchen brauchen. Oh ja. Werkzeug. Alles, was man braucht. Wir haben nämlich unseren Kübel, der eigentlich sonst da unten in dem Küchenschränkchen ist, wenn wir jetzt gerne hier montieren. Weil, ja, eigentlich brauchst du ihn ja gleich immer draussen und nicht dort rein und jedes Mal auf und zu machen. Außerdem haben wir so viel Ware jetzt drin, es geht gar nicht mehr zu. Und jetzt habe ich hier vorhin einen Tesastreifen gemacht. Ich habe das da draufgeklebt, schön angezeichnet. Dann habe ich gerade die richtige Maß. Und jetzt muss ich da nur noch die Schraube, die dort da hinschrauben. Da sieht man die Abstände, da muss es hin. Ja, voilà. Da muss ich noch ein bisschen anziehen. Aber ja, funktioniert. Was auch noch passiert ist, als wir hier auf der Autobahn gefahren sind, fast kein Verkehr, ist ja alles wunderbar. Zack, haben wir wieder einen Steinschlag eingefangen. Aber Gott sei Dank ist der nicht so gross und man muss ihn jetzt gerade nicht beheben. Aber es ist schon ein bisschen ärgerlich. Ich meine, das Wohnmobil ist jetzt gerade mal so... 4 Wochen? 5 Wochen alt? Nein, schon mehr. Etwa 1,5 Monate. Ja. Und wir haben schon den ersten Steinschlag, den kleineren. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Beruhigt euch, wir müssen nicht gerade sofort zu Carglass und so. Es ist wirklich so sehr oberflächlich und es hat einfach einen Kratzer. Und es ist auf der Beifahrerseite, was es auch nicht ganz so schlimm macht. Aber es hätte nicht müssen sein. Ja, es hätte nicht müssen sein, aber um das kümmern wir uns dann, wenn wir die Hause sind. Genau. Aber jetzt geht es zuerst mal los Richtung Wetzlar. Und ihr kommt natürlich mit. So ist es. Let's go! Reizpark, schon angeschrieben.
So, wir haben für unser Häuschen ein Plätzchen gefunden. Und jetzt zuerst mal einen Kaffee und etwas Kleines essen, oder? Ja, weil wir wollen dann am Abend vielleicht das Küche ablassen. Genau. Let's go. Ja, das ist ein Andenken an Herrn Ernst Leitz. Schau mal, ich habe auch ein Herzchen. Mhm. Das ist ein Schwiegerbild. Wow. Wenn man sich keine Leica kann oder will leisten, dann gibt es da auch etwas Spezielles, was man sich kaufen kann. Die Leica-Style Smart-Hülle. Da sehen wir alles schöne Kopien von Canon und Nikon. Alles schön im Leica-Style. Also ich habe ja schon viele coole Sachen gesehen, aber das da toppt alles. Glasvitrine. Mit integriertem Touchscreen. Wieso kann nicht jedes Museum so funktionieren? Das ist ja... Hallo? Wow. Mit Ton. Vor 100 Jahren schrieb ein junger Feinmechanikermeister den folgenden Satz in So sein geil. Werkstattbuch. Ja? Mhm. Ist nicht cool? Also Scheibe ein bisschen drücken und dann läuft das da. Ah, schau, da sieht man noch. Da ist es, mit was das es schleifen und so. Und da unten siehst du die Rohling. Sportoptikprodukte findet bei Leica in sogenannten Reinräumen statt. Diese Räume sind mit aufwendigen Filtersystemen ausgestattet, die eine maximale staubfreie Umgebung garantieren. Darüber hinaus wird durch einen erhöhten Luftdruck in den Reinräumen sichergestellt, dass von außen keinen Staub eindringt. Also da bist du total staubfrei. Was ist dein Fazit? Sehr spannend. Eine Führung kann man
könnten wir schon buchen, aber das ist irgendwie bis im Oktober oder so ausgebucht. Genau. Wirklich Per E-Mail ankündigen und dann im Oktober zum Teil schon bis Mitte nächstes Jahr ausgebucht. Genau. Aber Sonst man muss auch sagen, die Ausstellung, die eigentlich gratis ist, wo du kannst schauen, ist sehr gut. sehr gut. Du kannst dir einen guten Überblick verschaffen und ja, also ich meine, mehr haben wir gar nicht wollen, weil sonst, Ja. was eigentlich ein bisschen schade war, man hat die Produktionsstätte reingesehen, aber man hat fast niemand gesehen, weil es sind glaube ich alle schon heimgegangen, obwohl es ist jetzt 4 Uhr und als wir da waren, war es etwa 3:30 oder 3 gewesen. Ja, die Kameras kosten so viel, da musst du nur noch 50% arbeiten. Ja, oder? wahrscheinlich arbeiten sie nur am Morgen, von Und 9 bis um 1 oder so. Und ein guter Tipp, also ich nehme an, das wisst ihr schon, aber in Leica Store müsst ihr eigentlich gar nicht rein, weil selbst ein T-Shirt kostet 49 €. Ja, Kann ich keins kaufen. es hat zwar schon noch coole Sachen, aber es ist schon sehr, sehr teuer. Ja. Und da wir ja auch keine Leica-Kameras haben, müssen wir auch nicht unbedingt Leica-Artikel haben. Nein, also ich muss sagen, ich bin gerade froh gewesen. Mit Nikon kann ich mit dem gleichen Geld, das dort irgendeine Kamera kostet, kann ich irgendwie ein halbes System kaufen von der Nikon und das lange, das ist tipptopp so. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum heutigen Stellplatz. Wir sind jetzt hier auf dem Stellplatz Wetzlar an der Dill gestern angekommen. Es gefällt uns sehr gut hier. Und Stellplatz-Review kommt da natürlich auch noch später. So ist es. Und wir haben jetzt uns heute entschieden, weil wir ein bisschen gemütlicher wollen, in die Ferien starten. Nicht so wie letztes Jahr, dass wir nochmal eine Nacht da bleiben. Und wir werden nach einem ausgiebigen Frühstück, das wir jetzt hatten, mit Rührei und Brot und Käse und Fleisch und allem, pipapo, werden wir jetzt dann noch eine Runde machen, zu Fuß, weil es regnet immer wieder ein bisschen. Und ja, wir werden euch weiter erzählen, was wir alles erlebt haben. Wenn ihr dranbleibt, erfahren ihr es. Wenn es wieder heisst Sveva? und Tour. Tschüss Ciao zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Sveva und Tour.